Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und wir müssen jetzt hier über den Berg steigen, damit wir weiterkommen. Ja, das machen wir doch gleich, oder? Also rein in den Berg. Und wir werden mit einer entspannten Musik begrüßt und hupsen hier hoch. Und da finden wir schon einen älterer Herr. Und was sagt er? Sprichst du wirklich mit mir? Was ist denn das? Ich bin gerade an einem Typ im schwarzen Umhang vorbeigekommen. Achso, das ist der. Ich habe gerade versucht, an einem Kerl im schwarzen Umhang vorbeizukommen. Ich habe versucht zu sagen, dass es weiterhin gefährlich wird. Aber der hat mich ignoriert. Sephiroth. Ich gehe weiter. Toller, produktiver Kommentar, Barrett. Und wir rennen in den Sonnenaufgang oder Untergang. Zu dieser idyllischen Musik. Und hier haben wir noch was. Das ist sehr schön gemacht. Das ist dieses natürliche Mako, was hier vorkommt. Und sich dann auch in Naturerscheinungen wie Bäume, aber auch in Fels und so weiter manifestieren kann. Was natürlich prompt mit dem Gegnerkampf belohnt wird. Und was haben wir dann doof gestaltet vor uns? Den Nadelkuss, der Bagnadrana und der Kronpilz. Und dann gehen wir zuerst auf den Kronpilz alias Kronprinz. Und machen das hassenswerte Viech da erstmal fertig. Dann kümmern wir uns mal um das Vieh hier. Und na, bringt's was? Oh, das ist sehr effektiv. Kostet uns aber auch ein bisschen MP, immer so Feintechnik. Ja, diese Kreaturen hier, die sind, glaube ich, auch in der Lage, uns Feintechnik beizubringen, aber ganz sicher bin ich mal da auch nicht mehr. Oh, das macht 0 sogar. Hui. Wow. Und Red ist ja richtig effektiv gegen die Gestalter. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. 720 AP kriegen wir mittlerweile. Das ist doch echt ach nicht schlecht. Nicht zu verachten hier, was die Kreaturen geben. Und vorbei an dem wunderschönen Teil hier, an dem Baum, sind wir jetzt hier beim bösartigen Mako-Reaktor gelandet, der natürlich hier die ganze Mako-Energie aus der wunderschönen Berglandschaft rauszieht. Okay, hier gibt es wefende Kreaturen. Dann machen wir das nochmal so. Und die haben aber was. Konnte nichts stehlen, heißt, dass man zwar nichts klauen konnte, aber dass die Kreaturen durchaus was in der Tasche haben für uns. Wir probieren es einfach noch einmal. Konnte nichts stehlen, nee. Okay. Und wir probieren es noch einmal. Irgendwann sind sie vielleicht auch geschwächt genug, dass sie nicht mehr so drauf achten. Diamantnadel haben wir geklaut. Was ist denn die Diamantnadel? Ja, da kann jetzt auch mal ein bisschen zahnen, das ist kein Problem. Finde ich jetzt nirgends, aber das müsste es auch bei dem gewesen sein. Jawohl. Okay. Red Hot Level 17 erreicht. Dann gucken wir uns das jetzt nochmal so an. Was macht die Diamantnadel? Wo ist sie dann? Das ist es. Das ist ein Gegenstand für den Red. Und es wird ihn 4 Angriffspunkte kosten, aber sein Angriffsprozent um 2% verbessern. Und wird ihm noch zusätzlich einen Slot geben für Materia. Aber ich will seinen Angriff nach wie vor hochhalten, denn der Angriff von Red ist gerade extrem gut. Und seine normalen Angriffe sind sogar besser als Zauber. Okay, was lauert hier? Der Nadelspucker. 3 Nadelspucker. Ui. Ja, auf Vakuum zu ziehen, du fliegender Zauberfisch. Ja, Red greift durchaus nicht schlecht an. Vielleicht ist es Sache Feintechnik. Müssen wir mal gucken. Nee,
Das ist keine erlernbare Feintechnik. Aber es reicht, wenn wir alle zu dritt attackieren. Wobei ich jetzt sagen würde, jetzt ist schon eine Heilung für alle drin. Na. Na also, geht doch. Ich glaube, der Barret ist auch definitiv wieder reif für neue Waffe. Oh, und der hat auch bald Level 17 erreicht. Und wir haben noch einen Heiltrank gekriegt. Sehr schön. Kommen wir in den Marco-Reaktor rein? Nee, natürlich nicht. Wie schaut's hier aus? Können wir dort hier? Ja, wir können zwar dort hier, aber nichts wirklich erreichen. Und da können wir auch nicht lang. Wir werden nur mit fiese Zufallskämpfe belohnt. Aber das kann nicht schaden. Es wird definitiv noch ein paar schöne Gegenstände mit sich bringen. Konnte nichts stehlen. Okay, die Kreatur hat was dabei. Und ich will haben, was du hast. Du Vakuumsfisch. Du Nadelspucker. Ja, besonders stark sind sie ja nicht. Okay. Dann gucken wir doch mal, was wir von dem Vieh noch klauen können. Ich mag dann auch die Limit-Techniken nie so verschwenden für so stinknormale Gegner. Oh, das könnte was sein, was als Feindtechnik ist, oder? Nee, tatsächlich nicht. Schade. Schade, schade. Und wie schaut's bei dir aus? Ich mag jetzt so kein Limit-Verschwender. Ich mag von dem Vieh hier Klauer. Von der hat zwar auch wieder was, aber willst du nicht rausrücken? Mistkerl. Okay, wir klauen weiter, was es Zeug hält. Und konnten nichts stehlen. Wir analysieren ihn jetzt einfach auch mal. So ein bisschen Zeit können wir uns ja schon noch gönnen. Okay, noch. Schwach gegenüber Kälte. Aha, aha, aha. Ja. Dann wirken wir doch mal Eis auf das Vieh. Und wenn es das überlebt, dann raube ich ihn nochmal aus. Oh, wow, 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 wow. Ja. Aber das war abzusehen, weil der Flammenwerfer hat bei ihm ja 0 Schade gemacht und Barret hat Level 17 erreicht. Ja, hat ja 0 Schade gemacht. Dann war es doch irgendwie abzusehen, dass das Wesen auf Eis nicht so besonders gut zu sprechen ist. Da müssen wir hier die Schiene entlang laufen. Und landen wieder gegen jede Menge, wie hießen sie nochmal? Nadelspucker. Okay. Wisst was? Er wehrt ab. Er wehrt ab. Und wir setzen mal Ifrit-Ei. Höllenfeuer. Es ist immer unterschiedlich von Final Fantasy zu Final Fantasy Teil. Wo werden diese Kreaturen wie Ifrit und Shiva als Bestia bezeichnet. Und in der älteren Teile, so zum Beispiel auch in Final Fantasy VI, werden diese Wesen als Esper bezeichnet. Auf jeden Fall sind es immer beschwörbare Kreaturen, die sehr starke Flächeangriffe auf Gegner wirken. Und Cloud ist jetzt auf Level 18 hoch. Da ohne glüht's auch noch so richtig schön grün, wo die Marco-Energie abgezapft wird, was irgendwie schon bestialisch ist. Da können wir runter. Und ich gehe ganz gern hier entlang, nochmal zum Reaktor. Man mag hier auch nichts verpassen und so. Nee. Da gibt es anscheinend nur kleine Zufallskämpfe, okay. Gut, Cloud, du kannst uns nochmal alle heilen. Und Barret, jetzt wird's Zeit bei deinen Viecher. Tomama Shiva.
Aber man muss halt wirklich drauf achten. Gucken jetzt gerade mal beim Barret, 115 MP hat er, wie viel das Ganze richtig reißt. Also diese Beschwörungen kosten immer Unmenge an Magiepunkte. Ich weiß gar nicht, ob normalerweise sagt man nur klassische Magiepunkte oder Mana-Punkte dazu. Ich weiß nicht, ob man das bei Final Fantasy VII dann nicht Marco-Punkte nennen sollte. Ja, das reißt schon jede Menge Reihe. 35 hat es jetzt an MP gekostet. Das ist schon eine Menge. Das ist wirklich ein Haufen Holz. Okay, das bringt uns hier nichts großartig weiter. Nicht großartig weiter natürlich. Also gehen wir hier entlang. Was findet sich hier Schönes in den Bergen? Ach, nichts wirklich von Interesse. Okay. Na, dann müssen wir wohl wieder hochklettern. Ich bin ja mal gespannt, bei dem Remake haben sie ja gesagt, oh, was ist denn das Schickes? Das ist der Cocatollis. Okay. Cocatollis. Ich glaube, die Gebebe wird er nicht so begeistert sein. Blitz könnte was bewirken bei den Viecher. Ansonsten mag ich mal Ausrauber. Der Vogelkick. Das könnte Feintechnik sein. Da bin ich mir aber auch nicht mehr absolut sicher. Ja, es ist schon effektiver. Die haben aber auch was. Okay, Cocatollis oder wie ich den wieder jetzt sehe, ich habe schon wieder vergessen. Mal gucken, was die haben. Besonders stark sind sie jetzt auch nicht, die Kreaturen. Mist. Ja, die Materie muss dringend aufgelevelt werden. Dann können wir nämlich auch eher was klauen. Mist. Aber ich glaube, der Vogelkick dürfte eine Technik sein, die man so adaptieren kann. Ich probiere jetzt einfach mal zu rauben und vielleicht macht er ja den Vogelkick noch auf Cloud. Mit etwas Glück. Und dann ist es eine erlernbare Technik. Und konnte nichts stehen, natürlich nicht. Ja, tatsächlich auf Cloud. Es ist aber leider keine erlernbare Technik. Na gut. Na gut, dann geben wir dich zur Jagd frei, Vögelchen. Ich habe schon gedacht, der Vogelkick wäre etwas, was erlernbar ist. Es sind als echt die verrückteste Techniken erlernbar. Goldene Nadel, das heißt, diese Viecher, die können tatsächlich auch in Versteinerung versetzen. Hoppla. Da gehst du wieder hoch. So. Interessanterweise übrigens, ihr liebe Leute, bei Final Fantasy IX ist die Technik Raub auch mit einem winzigen Angriff verbunden und macht das dann immer etwas schade, wenn man Raub einsetzt. Und hier bei Final Fantasy VII ist es einfach nur, wir versuchen zu klauen, während es bei Final Fantasy IX tatsächlich ist, minimaler Angriff mit Diebstahl verbunden. Oh. Ey, ich hab doch X gedrückt, um zu springen. Hol das Juwel, indem du gedrückt hast. Okay. Mist. Voll daneben. Wobei, wir klettern hier wieder hoch. Okay, wir können auch nicht rechts oder links. In dem Fall haben wir tatsächlich Glück gehabt. Und Hände Zauberstab gefunden. Was macht denn der Zauberstab? Ist das eventuell eine Waffe für die Eris? Weil die kämpft hier mit Stäbe. Tatsächlich, ja. Zauberstab ist eine Waffe nur für die Eris. Okay, was haben wir dann hier Schönes? Doppel-MG. Wow, das dürfte jetzt endlich mal für den Barret wieder was sein. Jawohl, es erhöht seinen Angriff um 7 und sein Angriffsprozent um 2. Beschert ihm aber eine Verbindung weniger. Aber das macht ja nichts hier. Er hat ja nichts mit alle gekoppelt. Insofern passt das. Zack. Oh. Okay. Das hat geklappt. Ah, vielleicht hätte ich nur mal runterstürzen sollen wegen dem anderen Teil. Okay, lauter Vögel. Lauter schräge Fächel hier. Nee, das ist Quatsch. Wir knüpfen uns die Viecher jetzt so vor. Wir machen das jetzt einfach mal so der Reihe noch. Dann kommen wir nämlich auch dazu, unsere Limit-Attacke zu verbroten und wieder stinknormal zu attackieren.
jetzt so... Ah ja, ich sehe auch das MG an seinem Arm. Die Kanonekugel ist jetzt ersetzt worden und jetzt macht Barret auch wieder mit seiner normalen Attacke Fernanggriffe. So, dich versuchen wir nach wie vor auszurauben. Jawohl, goldene Nadel gestohlen. Sau gut. Wow, das war richtig lauter Effekt gerade von Barret. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ich glaube, die Technik Rauch, die das Vieh einsetzt, ist tatsächlich so gedacht, die Gegner zu versteinern. Und das dürfte erlernbare Feintechnik sein, aber weil es Fehlschlag war, hat es jetzt bei Cloud nichts gebrocht. Oder konnte er es nicht erlernen. Ich bin mir da aber absolut nicht sicher. Was haben wir jetzt? Eine Turbo-Äther haben wir jetzt gekriegt. Stellt MP her. Und das andere nur 100 MP. Materia. Materia-Verwandlung. Haben wir noch was übrig? Analyse ist jetzt auch nicht so wichtig. Was macht denn Verwandlung? Zwerg und Frosch. Natürlich nennen wir das. Das ist doch etwas wichtiger als die Analyse, wie ich finde. Und an der Wegkreuzung werden wir mal wieder attackiert. Oh, von M-Einzelner, von den Mistviecher hier. Rauch. Okay, wenn es jetzt was bringt tatsächlich. Nee, es bringt tatsächlich nichts. Okay. Ist irgendwie schade, dass beim Barret mit dem Maschinengewehrangriff immer nur dasselbe Geräusch ist. Es wäre auch schöner, wenn es pro Maschinengewehr immer, wie man es da hört, wenn es pro Maschinengewehr auch immer ein anderes Geräusch wäre. Das wäre natürlich erstklassig gelöst, aber ich bin ja immer noch unglaublich auf das Remake gespannt. Insofern bleibt abzuwarten, was uns da dann erwarten wird und wie sie es da umsetzen werden. Aha, das sind unsere Mädels. Oh, Volk, das ist... Wir können erst weiter, wenn die Brick runtergelassen worden ist. Ich glaube, im Schuppen dort drüber ist ein Schalter. Aber hier sind so viele Monster und ich bin kaputt. Der Schuppen ist hier. Komm schon, Volk, lass uns eine Minute ausruhen. Okay, dann... Nee, weiter. PHS brauche ich nicht. Ich habe hier meine Gruppe nach wie vor und ich mag jetzt eine die Gruppe wechseln. Das ziehen wir jetzt durch, aber es ist schade, dass es in Erwägung gezogen wird hier. Ich weiß nicht, das hat mich damals... Ach, wie sie da jubeln. Oh, Volk, viel Glück. Volk, los. Ich weiß nicht, das hat mich damals immer so an Achterbahn erinnert hier, muss ich gestehen. Wisst was, war so viele Viecher hier, habe ich echt keinen Bock. Das lassen wir jetzt mal schön sein. Und wir brutzeln die einmal mit Ifrits Höllefeuer. Da müssen wir noch einmal eine kurze Sequenz erdudelte in Anführungszeichen. Natürlich genießen wir die Sequenz. Und dann broten wir die Viecher jetzt und dann war's das. Zack, so schnell kann das alles gehen. Aber das sollte wohl überlegt sein, weil es schluckt echte Menge MP. Und Red ist auch bei Level 80 gelandet. Ja, das hat man schon. Volk, los. Jetzt gehen wir noch da in das Kloheißel hier. Oh, ganz schön eng hier drin. Komm schon, Volk, lass dich nicht durch beeinflussen. Lass sehen, da ist es. Wenn ich das hier umdrehe, müsste was passieren. Mach's. Das sind sie jetzt nicht mit drin in der Grafik, deswegen hat die Kamera kurz einen Schwenker gemacht. Okay, unser Mädels wursteln da entlang. Und da können wir nicht drüber springen. Das heißt, wir müssen jetzt auch wieder ins alte Gebiet. Huch. Irgendwie kletter ich gerade. Das hatte ich bisher noch nicht. Was ist denn das? Hey. Oh, was soll man machen? Nimm das verflixte Juwel. Die Zeiten sind hart, ich nehm's Juwel. Baby. Hoppla. Das hatte ich ja noch nie bisher, die Sequenz. Oh, da kommt die Fochelmama.
Wir probieren mal Schlaf aus als Zauber. Und es bringt tatsächlich was. Die Kreatur schläft. Ja, cool. Das hatte ich noch nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir da für Materia kriegen dafür. Es tut mir aber leid, dass ich jetzt die Vochelmama umgebracht habe. 10-mal Phönixfeder. Ach, Motto hier. Okay, ja krass. Wusste ich gar nicht, dass das so optional hier, dass es das optional hier gibt. Ja krass, man lernt doch immer wieder was dazu, aber wenn man es ein paar Mal gespielt hat und dann noch einiger Zeit nochmal spielt, man lernt ohne Witz immer was dazu. Und man findet immer wieder irgendwelche Sachen, die man als Kind oder als Jugendlicher dann auch nicht gesehen hat. Das ist unglaublich. Ja, wunderbar. Es tut mir halt leid um die Küke. Trotz allem 10-mal Phönixfeder, das wäre es jetzt auch nicht so wert gewesen, um ehrlich zu sein. Also ein Muttermord wäre es definitiv nicht wert gewesen. Ach komm, die mache ich jetzt auch noch platt. Oh, oh, die machen hier ganz schön Schade. Ah, na, Herrn Uff. Boah, das ist ja echt fies. Ich hoffe, die Viecher halten nicht allzu viel aus. Ja, okay, gut. Dann sollten wir uns um das hier kümmern. Und Cloud sollte ich mal dringend dein Leutz heilen. Ich finde es erstaunlich, dass der mit der Feintechnik immer am wenigsten angegriffen wird. Okay, der ist auch tot. Heieieiei. So, zerreißen. Gott. Ja, das ist echt irgendwie beschämend, dass immer derjenige, der die Feindtechnik parat hat, dass der am wenigsten von deiner Spezialattacke da betroffen wird. Okay, das könnte es jetzt gewesen sein. Ja. Also viel halten sie ja nicht aus, die Viecher, aber sie sind halt nervig, weil es viele sind. Aber dafür geben sie 40 AP und 400 Erfahrungspunkte und das beschert Barret Level 18. So, ich mag hier noch rübergehen. Und danach die Sache, dass ich die Episode 8 beende an der Stelle. Wenn wir erstmal hier drüber sind. So. Wo sind wir dann jetzt? An einer Hängebrücke, okay. Also über den Berg gehen wir heute definitiv noch. Oh, welche von meinen Lieblingskreaturen in Final Fantasy? Das ist die Bomber bzw. der Bomber. Ich finde die immer sehr cool gemacht. Ich probiere jetzt mal Zwerg bei dem Vieh aus. Ob es was bringt. Und... okay, er scheint in den Zustand Zwerg versetzt worden zu sein. Und er hat zwar was, aber wir konnten nichts klauen. Oh ja. Und die Bomber, die werden immer größer, bis sie dann zum Schluss einen Selbstmordangriff machen und sich in die Luft jagen. Und rechter Arm gestohlen, okay. Und es wächst immer weiter. Bombenschlag. Oh, jetzt jagt er sich in die Luft. Uiuiuiui, und hatte Cloud schier gekillt mit seiner Attacke. Und es gibt leider nix, weder AP noch Erfahrungspunkte. Okay. Rechter Arm haben wir noch gestohlen. Das mag ich jetzt aber auch noch gucken. Was ist rechter Arm? Rechter Arm, Schaden durch Explosion. Okay. Es hat eher noch so eine Waffe für den Barret geklungen, muss ich sagen. Ich finde es auch schön, wie hier die Hängebrücke so dargestellt ist, dass die Kameraperspektive auch wackelt. Das ist doch irgendwie sehr schön gemacht, finde ich. Okay. Nicht was? Wir attackieren dich so in der Hoffnung, dass ich dich so eher töten kann.
Und? Nee, es lässt sich nicht einschläfern, das Vieh. Dann machen wir nochmal Eis hinterher. Versuchen zu stehlen. Ah, Mist, das jagt sich wieder in die Luft. Und es trifft Red. Wow. Oh Gott. Ist ein armer Red hier gekillt. Und wir werden mal wieder mit nichts belohnt. Okay. Es ist besser so, wenn wir das so machen. Nicht, dass wir jetzt nochmal auf einen Bomber treffen oder Bombe treffen. Und dann erwischt er uns eventuell. So, jetzt sind wir hier in Nordkorell gelandet. Du bist... er ist zurück. Warten hier. Boah, Schlag in die Fresse kassiert. Motto, hätt nicht gedacht, dass ich dich nach dem Museum tät. Die Leute drüber kennen die zu dir? Na, die Dummerlet. Mit dem wandelnden Todesurteil wie Barrett mag ich nicht rumlaufen. Du hast Nerven, jetzt zurückzukommen. Guck dir den Ort an. Es ist alles deine Schuld, dass Nordkorell so verkommen ist. Warum sagst du nix? Oder hast du schon vergessen, was dir gemacht hast? Es tut mir leid. Gewitter, du Nackheidel, du bist mir echt nicht wert. Verschwend keine Zeit damit, um mit dem Technik-Freak zu babbeln. Oh. Das ist nicht so schön. Du hast gehört, was sie sagen, es ist meine Schuld, dass die Stadt zerstört worden ist. Und mit den wunderbaren Worten, ihr liebe Leute, schließe ich hier ab und wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut, Iron Yankee.